Guten Morgen. So, nach diesen letzten Tagen, die recht anstrengend waren mit dem Tauchen, machen wir heute einen faulen Tag. Wir gehen an den Strand. Das erste Mal wirklich so einen Strandtag, wo wir einfach ein bisschen sein können und mal ein bisschen das Meer geniessen und vielleicht noch schnorcheln. Der Flo macht jetzt noch gerade den Vlog fertig von gestern. Er wird mega cool, wirklich. Also zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video gesehen habt, habt ihr ihn hoffentlich schon gesehen. So Unterwasseraufnahmen sind schon mega spannend. Das ist mal ganz eine andere Perspektive und macht auch Spass zum Schneiden. Ja, ich habe gedacht, bevor wir losgehen, zeige ich euch noch die Wohnung, weil Silke hat sich das gewünscht und ich habe es ja eigentlich auch noch versprochen gehabt. Dann zeige ich euch mal, wo wir hier sind in diesen 2 Wochen. Wenn du reinkommst, ist hier eigentlich gerade so die Stube. Da sind wir aber eigentlich nie, das ist nur so eine Ablagefläche, ehrlich gesagt. Da ist noch der Fernseher, den haben wir bis jetzt gar noch nie angelassen. Wir haben gar keine Zeit. Da sind so ein bisschen Sonnenbrillen, Chappi, Uno. Und dann geht es hier weiter ins Schlafzimmer. Mega bequemes Bett, sind mega froh. Man merkt es halt auch schon im Rücken, wenn das Bett nicht gut ist, aber es ist wirklich mega bequem und es ist riesig, es ist voll cool. Dann hier hinten ist der Schrank. Hier geht es eigentlich aus in den Balkon, wir gehen aber immer über die Küche raus. Das ist hier die Küche. Hier ist der Flo am Arbeiten. Meistens arbeiten wir hier. Und dann wäre hier das Badzimmer. Das ist recht einfach. Einfach hier die Dusche. Und da. Hallo. Noch zum Sagen, das ist im Flo seine Ecke. Und das ist meine Ecke. Ja, es ist ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht gerade die Menge. Ja, und dann zeige ich euch noch den Balkon. Beziehungsweise die Terrasse. Es ist wirklich mega gross. Und da hat es noch Putzzeug. Zuerst habe ich ein bisschen schräg geschaut, als ich das Putzzeug gesehen habe und dachte, ja, wenn wir jetzt noch die Wohnung putzen. Aber ich bin ehrlich gesagt mega froh, wenn man mal einmal schnell durchwischen kann. Also es ist eigentlich super, dass wir Putzzeug haben. Genau, dann hier wäre so eine Sitzecke. Da essen wir einmal zum Morgen. Oder irgendwas zu 4. Und sonst lässt man eigentlich drinnen, weil es einfach zu warm ist. Dann das ist die Aussicht. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Von hier hat der Flo auch schon Timelapse gemacht. So. Ja, ist wirklich ein mega schöner Fleck. Wow! Ja, sagen wir dir mal eine super grosse Tücher ausbreiten. Ich brauche unbedingt ein Strandtüchchen. Dort draussen auf dem Felsen kannst du runterkumpen. Ich kann noch nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, das müssen wir machen. Oder? Wir haben jetzt mal für heute und morgen das Schnorchelzeug ausgelehnt. Für wie viel? 100 Baht, 2 Tage. Damit wir das Unterwasserkies auch schön ausnutzen können. Weil Schnorcheln ist kannst du fast noch die besseren Aufnahmen machen als beim Tauchen. Weil du viel weniger weit unten bist. Halt, je tiefer du runtergehst im Wasser, desto weniger Licht und desto weniger Farbe. Du musst eigentlich rein zum Aufnahmen machen. Das Schnorcheln viel besser geeignet als das Tauchen. Ja, gehen wir mal schauen, was wir verwünschen. Jetzt so Schildkröte. Das ist schliesslich die Schildkröteninsel.
wie geil. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viele verschiedene Fische sieht, aber es war echt genial gewesen. Vor allem auch noch richtig grosse, also nicht nur irgendwie so kleine, sondern auch nicht. Also die einen sind ja sicher so 30-40 cm lang gewesen. Und dann die Fischschwärme. Voll geil, die sind auch voll nicht, also die haben voll keine Angst gehabt. Ja, Schildkröte habe ich leider keine gesehen. Aber wer weiss, Melli geht jetzt noch mal kurz, vielleicht sieht sie ja eine. Sie nimmt die Kamera mal mit, falls eine wird kommen, dann kann sie die noch filmen. Das war mega cool, es hat jetzt mega Spass gemacht. Hat zwar auch mal ein bisschen Schiss, aber es ist ja, glaube ich, nur etwa 5-6 Meter. Und oben stehst du wirklich zwar gleich ein bisschen höher, aber hat Spass gemacht. Langsam wollte ich den ein bisschen höher probieren und dann mal ein bisschen höher, also wirklich mal ein bisschen Klippen springen, wäre mega cool. Wir sind jetzt hier im Osten von der Insel, gehen dann nachher in Westen, genau, von der Insel und schauen dort dann den Sonnenuntergang. Flo ist jetzt noch mal am Schnorcheln. Wenn er mal angefangen hat, ist er nicht zu stoppen. Das sind die Fahrten noch so viel geiler. Wirklich? Ja. Ich hätte es nicht gedacht, weil die Sonne ist jetzt ja weniger stark. Ja, ist gleich, dass ich von schräg reinscheine. Die Farben sind mega. Wo müssen wir unbedingt schauen, dass wir die Kamera dann mitnehmen. Ja, ich habe ein Ding gesehen, einen Rochen. Nein! So unten unter einem Stein versteckt, so gross. Boah, mega cool. Ja, voll. Nein, es ist ein mega schöner Platz zum Schnorcheln. Dann geht es jetzt heim duschen und nachher den Sonnenuntergang schauen. Yeah. Das ist noch ein guter Plan. Das klingt nach einem mega guten Plan. Um ein bisschen Zeit sparen, spinnen wir doch in die Maya-Bar, oder? Ja, und los! Gut. Lassen wir gerade ein Bierchen nehmen, oder wenn? Nein, nicht vor der Tür. Ja. Man ist gerade im WC. Ich denke, ich nutze die Zeit schnell, um etwas zu sagen. Und zwar habe ich mir vor hier angeguckt, gerade überlegt, ja, also ich kenne das von mir, früher, als ich mal so Videos geschaut habe, bin ich auch immer recht schnell, recht übersichtlich geworden aus dem Leben. Ich dachte, fuck, ich würde eigentlich gerne so etwas nachschauen. Und ja, es ist krass, es ist gerade so ein Moment, wo ich so richtig realisiere, oder, dass ich es geschafft habe, dass wir so eine richtig coole Reise machen können. Ja, zusammen noch mit der Melli. Und ja, ich habe einfach sehr, wo das schaut, dass er nicht zu fest eifersüchtig sind, sondern viel mehr inspiriert und auch noch machen, dass er es wirklich irgendwie dazu bringt, alles zu probieren, dass er auch möglichst viele so coole Sachen erleben kann. Weil eben, es ist halt schlussendlich wirklich so, wir leben nur einmal, wir haben nur eine gewisse Anzahl von Tagen, wo wir etwas, ja, was gegeben ist, damit wir das Beste aus dieser Zeit machen können. Und wir wünschen jedem, der es wieder schaut,
vielleicht irgendetwas daraus herausnehmen kann, dass das einen inspiriert. Dass das inspiriert und dass ihr das hoffentlich, ich wünsche euch allen, dass ihr das auch irgendwann etwas machen könnt. Sei es auch noch etwas Kleines, es muss ja nicht eine Weltreise sein, aber einfach, dass ihr euch ein Leben so könnt leben, wie ihr das wollt. Und das ist das, was wir jetzt machen. Gell? Ja. Wir gönnen uns wieder mal eine Partei. Das könnten wir eigentlich fast jeden Tag essen, wenn es einfach so fein ist. Wir haben jetzt beide Eis mit Shrimps. Ich liebe Shrimps. Ja, eine Portion kostet übrigens 60 Baht, das sind 2 Franken. 2 Franken. Ich liebe so Stände, das ist so geil. Fleischmörli, irgendwie so Hühnerhackverzeug. Schau da, jetzt einfach Made. Krass. Geil. Probieren wir es mal mit den Stäbchen. Ja. Oh. Not bad, not bad. Ein guter. Ein guter. You like? Oh, das war lecker, ne? Schmales Barbecue. Nur die Cervela fehlt. Schön brutzelt mein Spiessli. Ich glaube, mit dem schließen wir jetzt den Vlog ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute Tag. Uns hat es sehr gut gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir würden uns riesig freuen. Und schaltet doch morgen wieder rein. Also, macht's gut und bis morgen. Tschüss.